X-Achse, die Y-Achse. Das ist also Z-Ebene. Z ist geschrieben als X statt Y. G ist ein Gebiet. Und wir gehen aus von einer Funktion f. Von G nach C, da ist es C. Dann haben wir eine U-Achse, eine V-Achse, das ist das W-Ebene. W ist LU plus JV und F ist holomorph. Die Situation ist die folgende. Für jedes Z, das ich hier im Gebiet habe, gibt es hier ein B von Z, ein F von Z in der W. Das ist sozusagen abstrakt gesprochen die Idee der Zuordnung F. Ja, wenn das holomorph ist, dann habe ich U ist gleich U von X und Y, V ist V von X und Y. Wir wissen, es gelten die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen. du nach dx ist gleich dv nach y und du nach y ist gleich minus dv nach dx. Und was wir jetzt vornehmen wollen? Wir suchen für ein Gebiet G0, das ist ein Teil von G, eine holomorphe Funktion, groß f von G0 nach C so, dass bei groß B gleich groß B von Z gleich groß F von Z d groß B ist gleich klein b dz gibt. Also schreiben wir uns das jetzt schön auf. Das groß B schreiben wir an als groß U plus J groß V. Wenn wir es so ansetzen, dann ist das d groß B gleich dem d groß U plus J dem d groß V. Und das soll ja sein, das wollen wir haben, klein b dz, das ist also gleich. Klein b ist klein u plus j klein v und dz ist
dx plus j dy. Was wir daher ausrechnen können, das ist gleich u dx minus v dy ja, u dx, j ist minus v dy plus j mal v dx plus u dy. Also daher haben wir einmal d groß U, das ist ja d groß U nach dx plus d groß U nach dy ist gleich, das muss sein, diese Realwert. U dx minus v dy. Das wollen wir haben. Und das groß U suchen wir, das erfüllt ist. So, das werden wir jetzt folgendermaßen in den Griff bekommen. Wir betrachten zunächst y als konstanten Parameter und lösen. Ja, wenn y konstant ist, fällt dir das y weg, nicht? Dann bleibt uns beim du nur übrig. d groß U ist gleich y fällt weg, gleich u dx. Und das können wir sofort lösen. Nämlich, da können wir sagen, dann kriegen wir das groß U ist gleich dem Integral von klein u dx. Also, genau hinschauen, das ist gleich dem Integral von klein u von x, y dx. Y bleibt so wie ein konstanter Statist. Ja? Und das, wenn man das ausintegriert, dann mal irgendetwas, schreiben wir vielleicht klein g von x und y, das ist irgendeine Funktion, plus was? Plus eine Konstante. Und sicher ist, d groß U nach dx, das ist ja, wenn Sie so wollen, das g nach der ersten Variable differenziert. Ja, das g nach der ersten Variable differenziert. Das ist das kleine U von x, y. Sozusagen, dass d groß U nach dx klein u ist, das haben wir jetzt erlebt. Jetzt müssen wir nur noch für d groß U nach dy, was soll da rauskommen? Minus klein v soll. Wer schlägt was vor? Variation der Konstanten. Jetzt haben wir das so ausgerechnet, das y war was? Konstanter Parameter. Bitte? Jetzt werden wir das x erstmal laufen, das ist jetzt nochmal laufen. Was sollen wir mit dem y machen? Bitte?
der variiert. Jetzt machen wir Variation der Konstanten. Okay, was denn sonst? Variation der Konstanten y. Ja? Das heißt, wir machen den Ansatz, groß U ist gleich G von xy, das wir da ausgerechnet haben, dass das hier ist, ja, plus C. Was schreibe ich nach dem plus C? Von y. Ja. Jedenfalls ist d groß U nach dx gleich U. Klar, das ändert sich von dem auf das überhaupt nicht, weil das C hängt ja nur wovon ab, haben wir gesagt? Von y. Wenn ich das nach x differenziere, fällt das weg. Ja? Also der Ansatz ist nicht so schlecht. So. Und jetzt tun wir ausrechnen, was ist das d groß U? Nach dy. Ja, das ist das g nach der zweiten Variable differenziert. Plus dem dc durch dy. Ja? Einverstanden? Das ist, ihr könnt es auch so schreiben. Das ist dg von xy nach dy plus dc durch dy. Und was soll das sein? Das soll sein, was? Minus v. Ist gleich, wir haben minus v. Na, dann weiß ich ja, was das andere dc durch dy sein soll. Dann sehe ich daher dc ist gleich minus nehmen wir heraus v plus dem daher v plus dg von xy nach y mal dy. Ja? Also Sie verstehen, wenn ich das auf die andere Seite bringe, kann nicht mein Minus sein, aber das Minus habe ich bei beiden herausgehoben. Ja? Und wir haben nur das dc dargestellt, das heißt, dass ich habe mit dem dy multipliziert. So. Und was macht man jetzt, damit ich das c ausrechnen kann? Was werde ich mit dem Ausdruck machen? Einfach integrieren. Aber was ist wesentlich von dem Ausdruck, der da klar steht? Dass der was nicht tut. Was darf dieser Ausdruck in dieser Klammer nicht tun? Das ist immer eine schwere Frage, wenn man fragt, was jemand nicht tun darf. Er darf nicht flüstern oder sowas ähnliches. Na gut, aber was darf er wirklich nicht? Bitte? Nullwert. Null ist eine Konstante. Das tut man nicht. Null, bei Null habe ich kein Beschwert. Was darf er nehmen? Ja. Bitte? Wieso? Kann was Negatives deklarieren? Das ist verboten. Komplex, ja. Ja, steht nichts. Also, soll nicht U rauskommen? Bitte? Soll nicht U rauskommen? Ja. Was habe ich von dem C gesagt? Wovon hängt das C ab? Also was darf er nicht? Von wem darf er nicht abhängen? Er darf nicht von x abhängen. Der Ausdruck in der Klammer darf nicht von x abhängen. Ja? Denn nur wenn dieser Ausdruck in der Klammer nicht von x abhängt, kann ich das einfach jetzt nach y draufgeben. Ja?
Wie stelle ich fest, ob ein Ausdruck nicht von x abhängt? Wie mache ich das? Wer hat eine Idee? Bitte. Man probiert es einfach aus. Ja, man probiert es einfach aus und schaut, ob es liegt. Aber jetzt habe ich das so allgemein nie geschrieben. Wie probiere ich das jetzt hier aus? Super, das ist gut. Jetzt werden wir die Klammer nach x differenzieren und der schaut 0 rauskommt. Dann wissen wir, dass nicht von x abhängt. Das ist gut. Also, wir differenzieren nach x. Die Klammer v minus dg von xy nach y. Was kommt denn da raus? Das ist gleich dv nach dx plus d2g von xy nach dy dx. Das ist gleich dv nach dx plus, da differenziere ich g von xy nach y und nach x. Was ist denn g nach x differenziert? G nach x differenziert ist gleich u, sehen Sie das? G nach x differenziert ist gleich u, G nach der ersten Variable differenziert ist gleich u. Jetzt müssen wir das gleich u nur noch nach welcher Variable differenzieren? Nach y. Plus du nach y. Jetzt schauen wir auf zu den Cauchy-Differentialgleichungen rechts. Was ist denn du nach dy? Du nach dy ist minus dv nach dx. Was ist dv nach dx minus dv nach dx? Dx. Daher hängt es nicht von x ab. Und weil es jetzt nicht von x abhängt, können wir wirklich das c ausrechnen. Das c bekommen wir dann als Integral minus davor von dieser Klammer v minus dg von xy nach y integriert. Plus. Und der Gamma geht ein Plus. Stimmt, ja. Das Plus geht in der Gamma noch. Plus, also ich komme der Plus in der Klammer, das ist richtig. Aber das muss man wie kennen. Und die y, ja. Die y. Und das ergibt irgendein h von y. Hängt ja nicht von x ab. Irgendein h von y plus einer konstanten c0. Also sehen wir, haben wir das u ausgerechnet. Das u ist daher das g von xy plus dem h von y plus einer konstanten c0. Das u habe ich berechnet. Und das u ist harmonisch. Denn d groß u nach dx ist was? Beim nach x differenzieren bringt das hier weg, sehen Sie das? Da bringt das hier weg. Da bleibt das g nach der ersten Variable differenziert, das ist das kleine. d groß u nach y ist was? d groß u nach y, das steht ja hier, das ist das minus v, haben wir ja so gemacht. Das heißt, d2 groß u nach y² ist gleich. Das daher noch einmal nach x differenziert, das ist das d klein u nach dx.
das da hier nach y differenziert, minus dv nach y. Und du nach dx minus dv nach y. Sehen Sie das da oben? Erst der Cauchy immer Differentialgleichung. Ist gleich 0. U ist harmonisch. Wie finde ich jetzt dieses Groß V, das ich auch suche, das da oben steht? Das ist die harmonisch konjugierte. Groß V ist harmonisch konjugiert. Und damit haben wir das W gefunden. Also das W, das wir dann gefunden haben, das schreiben wir als Integral von klein b dz. Das ist das Groß U plus J Groß V plus einer konstanten C0. Also wir können das W dz unbestimmt integrieren. Die Sache ist nur so, ein bisschen müssen wir schon aufpassen. Schaut. Angenommen, ich gehe da aus. Von einem Z0. Da gehe ich von einem Z0 aus. Und dann haben wir von diesem Z0 ausgehend integriert. Schauen wir uns genau an, wie wir das U integriert haben. Da haben wir das U integriert nach x und angenommen, dass x wandert, also jetzt sozusagen von Z0 ausgehen. Gleichsam ist das Integral folgendes. Das U ist gleich. Wir haben geschrieben, das Integral von U nach x integriert. Sagen wir, das Z0 ist gleich x0 plus j y0 und das Z ist gleich x plus jy. Gleichsam das Z0 ist der Ausgangspunkt des Integrierens und das Z ist dort, wohin ich integrieren möchte. Das Z ist der Variable Endpunkt. Ja? Dann haben wir eigentlich so integriert, dass wir ausgegangen sind von x0 und integriert haben bis x. Das kleine U. Das kleine U von, ich schreibe es einmal so auf, S und T ds. Also statt x schreibe ich jetzt S. Weil x ist ja die obere Integrationsgrenze. Und statt y schreibe ich einmal T. Das heißt, meine Idee ist die folgende. Da hier wandert das x von Z0 weg bis zum Z hinüber. Aber ein S. Das ist die S-Wandlung. Ja? Also wir integrieren so entlang dieses S. Und das T halten wir uns eigentlich noch fest, weil das T könnte da eigentlich wieder oben liegen. Ja? Also da hier ist die S-Linie und da ist die T-Linie. Eigentlich habe ich so integriert, dieses Integral, das ich genommen habe. Für irgendeinen T-Wert, der zwischen y0 und y liegt, habe ich so entlang dieser Strecke integriert. Ja? Für irgendeinen T-Wert, also T ist zwischen y0 und y. Und S
offensichtlich zwischen x0 und x. Ja? Und das war das Integral, das wir durchgeführt haben. Wir haben integriert von x0 vom festen Wert zum variablen x-Wert. Das war das erste. Und das zweite Integral, das wir durchgeführt haben, das war dieses c-Integral. C ist gleich minus Integral von wem war denn das? Von wem war denn das? Von v minus dg nach dy. Also, damit wir schreiben. G nach der zweiten Variable differenziert, das ist besser. G nach der zweiten Variable differenziert, dy. Ja. Damit Sie es also sehen, dass ich mich nicht widerspreche. Das ist das c-Integral gewesen. V weniger g nach der zweiten Variable differenziert. Jetzt müssen wir dieses Integral aber anständig hinschreiben bei diesen Integrationsgrenzen. Wir integrieren eigentlich nicht nach dy, sondern wir schreiben nach dt. T läuft von y0 bis y. Ja? Wir schreiben v von s und t weniger d2g von s und t in Klammern. Also eigentlich ist es das. Das heißt, wir haben dafür irgendein s zwischen x0 und x da so hinauf integriert. Da so hinauf. Ja? Und s und t waren eigentlich völlig Variablen, nur immer zwischen x0 und x und zwischen y0 und y. Das heißt, ich muss haben, dass ich integrieren darf wenn da der Punkt Z ist, dass ich integrieren darf in dem ganzen hier eingezeichneten Rechteck. Und was muss ich von diesem Rechteck verlangen? Dass es sich wo befindet? Im Gebiet. Ja, das ist wichtig. Dieses Rechteck muss im Gebiet. Das heißt, mein G0, das ich hier habe, ist eigentlich, wenn Sie so wollen, ist das G0 das größtmögliche Rechteck, das ich so um Z0 herum errichten kann. Das größtmögliche Rechteck, das ich um Z0 errichten kann, so dass ich noch immer im Gebiet bleibe. Ja? Also, das ist ein wichtiger Punkt. Ich will diesen wichtigen Punkt jetzt ein bisschen ausschreiben. Wir zeichnen ein Gebiet. Der Rand gehört ja bekanntlich nicht dazu, aber ich versuche ihn trotzdem anzudeuten. Ich kann auch Löcher machen, gell? Das. Also das ist mein Gebiet E, mein Gebiet ist gut. Hier haben wir die Y, hier haben wir die X.
Da ist klar. Gut. Da habe ich meinen Startpunkt, oder wenn Sie so wollen, meinen Keim Z0. Z0 ist gleich x0 plus j,y0. Ich habe eine Funktion f von b nach c. C ist die b-Ebene. G, das ist ein Teil von C, das ist die Z-Ebene. G ist Gebiet. F ist Holomorph. Schön. Z0 nennen wir wirklich einen Keim. Und hier irgendwo in der weiten Welt des Gebietes befindet sich ein Punkt C. Also Z0 ist ein Gebiet. C gleich C. Nun ist es ja so, was ist denn ein Gebiet? Eine offene, zusammenhängende Menge. Was heißt zusammenhängend? Zusammenhängend heißt, es gelingt mir von Z0 nach C zu reisen, ohne das Gebiet zu verlassen. Also ich mache einen Weg. Der Weg führt von Z0 nach C. Diesen Weg nenne ich Groß-Gamma. Also Groß-Gamma, das ist ein Kurvenstück. Von Z0 nach C. Und nun kann man bei den Groß-Gamma Folgendes machen. Bei dem Groß-Gamma kann ich aber Folgendes. Ich habe da mal den Punkt Z0. Ich kann um das Z0 einmal ein großes Rechteck legen. Da mal so groß. Und was ist garantiert? Dieses Rechteck ist immer wo? Das bleibt im Gebiet. Warum kann man denn ein solches offenes Rechteck herumlegen? Weil das Gebiet was ist? Eine offene Menge. Ja. Und eine offene Menge erlaubt mir, an jedem Punkt ein Rechteck zu legen. Also das ist wichtig, das ist jetzt offen. Schauen Sie. Und da bin ich jetzt bei Z0, da so knapp vom Rand, knapp davor habe ich einen Punkt, den nenne ich Z1. Und von Z0 bis Z1 kann ich wie auf der linken Tafel integrieren. Ja? Ist das klar? Z1 liegt wo? Z1 liegt im Gebiet. Was kann ich um das Z1 herumlegen? Ein offenes Rechteck. Ich lege um das Z1 herum ein offenes Rechteck. Das immer wo bleibt? Im Gebiet. Ich glaube, das Z1, das Kurvenstück so lang entlang dieses offenen Rechtecks, bis knapp vor seinem Ende. Kommt jetzt was für einen Punkt? So ein Punkt Z2. Ist das klar?
Und so handle ich mich Punkt für Punkt hinauf. Irgendwo werde ich dann zum Beispiel, nur damit Sie so ein Gefühl haben, da werde ich bei einem Punkt ZK gelandet sein. Auch wenn ich bei dem Punkt ZK gelandet bin, was kann ich machen? Ein Rechteck herumlegen, offen, schön im Gebiet bleiben. Und das kriege ich dann wieder für einen Punkt. Hier oben einen Punkt, was? ZK plus 1. So. Jetzt könnte jemand kommen, der sehr klug wäre und sagen würde, lieber Herr, bei dieser Konstruktion sehe ich ein Problem. Ist jemand von Ihnen? Sehr gut bei der Folge. Gebe ich ein sehr gut bei der Prüfung. Sofort. Das ist aber schön. Wer sieht da ein Problem? Bitte? Ich glaube, Sie sind da einfach. Nein, das ist auch nicht. Ja, das ist richtig nochmal. Der Anschlusspunkt zum Zeta. Dass man nicht genau nehmen kann. Das ist genau vom Zeta-Punkt. Das ist nichts. Dass vielleicht diese Rechtecke unterschiedlich groß sein müssen in manchen. Der Kollege ist noch dazu. Okay. Also diese Rechtecke, die könnte unterschiedlich groß sein. Und wenn die zum Beispiel immer kleiner und kleiner und kleiner werden, dann kommen wir nicht weiter. Wenn die so fallen wie eine geometrische Folge, dann werden die immer kleiner und kleiner und kleiner und die bleiben irgendwo hängen. Das wird aber nicht passieren. Weiß jemand den Grund dafür, weil es mathematisch informiert ist. Weiß jemand den Grund dafür, dass das nicht passiert, dass diese Rechte immer kleiner werden. Das kann ich nicht von Ihnen erwarten, aber von Mathematikern könnte man das erwarten. Der Grund liegt darin, dass dieses Kurvenstück, was für eine Menge ist, nein, eben nicht. Nein. Ist kompakt. Ist kompakt. Bei der kompakten Menge, wenn man sie so überdeckt, dann braucht man immer, da kann man sozusagen ein Rechteck finden, das das kleinstmögliche ist. Das nehme ich dann. Es gibt ein kleinstes und das ist dann sozusagen für alle gleich. Also auf Deutsch, ich komme mit endlich vielen Rechtecken. Ich komme mit endlich vielen Rechtecken ans Ziel. Ans Ziel heißt, ich komme da oben zu irgendeinem Punkt, endlich einmal hier, zu einem Punkt Zn. Und beim Punkt Zn ist das Rechteck so gestaltet, dass wer drauf liegt, das Zeta drauf liegt. Ja? Und dann kann ich mich also sozusagen entlang dieser Kurve entlang handeln, von dem Z0 bis zu dem C. Und dieses Entlanghandeln, dass man also da diese Integrale sozusagen gleichsam einzeln berechnet, da schreiben wir dafür das Integral entlang dieses Kurvenstückes Gamma von B dz. Das ist gleich das Integral von klein f von z dz entlang dieser Kurve Gamma. Also ich laufe entlang dieser Kurve Gamma. Jetzt hat schon jemand etwas sehr Kluges gesagt. Was ist, wenn ich nicht diese Kurve laufe, sondern diese Kurve laufe? Da kann was anderes herauskommen. Da kann was anderes herauskommen. Das ist das Tolle. Da kann was anderes herauskommen. Also ich zeige Ihnen ein Beispiel. Beispiel. B ist gleich Z hoch N. Ganz einfach. N ist eine Zahl. Ja. Inwiefern ändert sich dann die Lösung, weil der Punkt ist ja der gleiche. Ja, das kommt. Warten Sie auf das Beispiel. Also jetzt machen wir es einmal, dass es leicht wird und dann machen wir das.
Es gibt nur ein Beispiel. Also es gibt eines, aber das ist das Goldbeispiel. Wahnsinn. Das kann man unbestimmt integrieren, das kann man ja. Integral von z hoch n mit z. Kann ich das keine Kino bestimmt integrieren. Das ist gleich z hoch n plus 1. Wir brauchen doch n plus 1 durch c. Ja. Also so bestimmt ist dann aufgeschrieben und dann sehen wir, was das Integral über Gamma von z hoch n dz ist. Und das ist klar. Dieses Integral ist immer Endpunkt minus Anfangspunkt, Endpunkt minus Anfangspunkt, Endpunkt minus Anfangspunkt. Die dazwischen nehmen sich alle auf. Und zum Schluss bleibt uns nur z hoch n plus 1. Wir brauchen noch n plus 1. Ausgewertet am Endpunkt Zeta, angefangen am Anfangspunkt Z0. Ja? Das ist also gleich Zeta hoch n plus 1 minus Z0 hoch n plus 1. Wir brauchen doch n plus 1. Also so einfach gibt es. Und das stimmt auch für n ist gleich 0. Stimmt auch für n ist gleich minus 2, minus 3, minus 4 und so weiter. Also stimmt für alle ganzen Zahlen, ausgenommen welche einzigen? Minus 1. Bei minus 1 haben wir blöderweise da was? 0. Aber sonst haben wir das auch. Und das sehen Sie, da ist der Weg, den ich da laufe, völlig wurscht. Das ist also dieses Integral, wie man sagt, wegunabhängig. Nun der Fall, n ist gleich minus 1. Also wir haben w ist gleich 1 gebrochen durch z. Das ist das f von z. Die Kehrwertfunktion. F ist definiert wo? In welchem Gebiet? Ah. Ist f in ganz C definiert? Nein, beileibe nicht, denn wo ist es nicht definiert? Minus 1. Also der Definitionsbereich von f ist fast die ganze x-Achse, fast die ganze j-y-Achse, nur ein Punkt ist draußen, der 0. Also wenn Sie so wollen, das Gebiet ist die punktierte Ebene. Das ist es auch hier. Hier. G ist gleich C Stern. Sonst G ist gleich C. Bei der Beispiel. Und hier haben wir auch die punktierte Ebene. Also sozusagen der Nullpunkt ist auch. Jetzt schauen wir uns an, ja, wie wir das integrieren können. Am besten machen wir es so, wir schreiben z ist gleich r mal Gamma Cosinus Phi plus j Sinus Phi, also Polarform. Dann ist nämlich das dz gleich Cosinus Phi plus j Sinus Phi dr plus minus Sinus Phi plus j Cosinus Phi mal r mal d Phi.
Das ist gleich Cosinus Phi plus J Sinus Phi dr. Beim zweiten hebe ich mir ein J heraus, das wird sich als sehr gescheit erweisen, plus JR, also R habe ich herausgehoben, J hebe ich heraus. Wenn ich aus der Klammer J heraushebe, was schickt dann mit dem J Cosinus Phi? Das wird dann einfach nur was? Cosinus Phi. Und was geschieht mit dem Minus Sinus Phi, wenn ich J heraushebe? Kriege ich plus J. Ja. Denn Minus ist ja J Quadrat. Also plus J Sinus Phi. Phi. Das ist super. Das sehen wir. Das ist ja fast, diese Klammer ist ja Z durch R. Das ist Z durch R dr plus J Z d Phi. Also haben wir B dz, das ist 1 gebrochen durch Z dz, ist ja was? 1 durch Z dz. dz steht da, das können wir jetzt durch Z dividieren, haben wir es dr durch R plus J d Phi. Das heißt, das Integral von dz durch z ist gleich dem Integral von dr durch r plus j mal dem Integral von d Phi. Das Integral von dr durch r ist der ln von r. Plus J, das Integral von d Phi ist Phi, plus einer konstanten c. Das ist also gleich der n vom Betrag von z, denn r ist der Betrag von z, plus j mal das Argument von z, ist der Winkel, plus c. Das ist jetzt unbestimmt. Ja? Gut. Jetzt machen wir weiter. Sagen wir, ich habe hier irgendwo hier 1 ist, wenn hier 1 ist dieser Bogen natürlich Alpha. Ja? Und ich betrachte hier auf Alpha das Z0. Ja? Also, Z0 ist gleich Cosinus Alpha plus J Sinus Alpha. Hier diesen Kreis wie ich da unten ankomme. Hier soll sein mein Punkt.
Zeta und Zeta ist offensichtlich minus Cosinus Alpha minus J Sinus Alpha. Ja? Wir können das Z0 ja auch schreiben als, das ist E hoch J Alpha. Und nun bin ich da diesen Kreis, ich nenne den Kreis vielleicht Gamma 1, entlang gelaufen. Und entlang Gamma 1 wird der Weg der Alpha immer größer, größer, größer und endet dann bei Alpha plus Pi. Sehen Sie das? Ja? Also wenn Sie so wollen, da haben wir Zeta auch geschrieben. Also bezüglich Gamma 1 haben wir Zeta geschrieben als E hoch J Alpha plus Pi. Also als Cosinus von Alpha plus Pi plus J Sinus von Alpha plus Pi. Und das Integral über Gamma 1 von dz durch z ist dann gleich, schauen Sie, das Argument, also der Betrag ist immer 1. Also den Logarithmus vom Betrag können wir vergessen. Bekomme ich also J bar dem Argument von Alpha, also Alpha plus Pi ist das Argument von dem, minus das Argument von Zeta 0, das ist das Alpha. Also herauskommt J Pi. Ja? Jetzt gehe ich von Z0 so über diese Kurve Gamma 2 nach C. Also Gamma 2, da kriege ich das Zeta ist gleich E hoch J und der Winkel wird immer kleiner, 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 kleiner. Seht ihr das? Er geht von Alpha, wird dann 0 und endet dann bei Alpha minus Pi. Also E hoch J Alpha minus Pi. Das ist also gleich, wenn Sie so wollen, Cosinus von Alpha minus Pi plus J Sinus von Alpha minus Pi. Bitte, das ist das Gleiche, was da herauskommt. Also der gleiche Punkt Zeta. Nur jetzt das Integral über den Gamma 2 von dz durch z. Das ist jetzt gleich was? Das ist gleich J von Alpha minus Pi minus J Alpha. Und da bekomme ich minus J Pi heraus. Oder andersrum formuliert, betrachten Sie die Kurve Gamma, die entsteht, wenn ich zuerst minus Gamma 2 gehe, mit minus
Gamma 2 meine ich was? Ich beginne bei z und gehe hinauf bis zum z0, ja, ich gehe verkehrt rum. Plus Gamma 1. Das ist eine geschlossene Kurve. Der Anfangspunkt und der Endpunkt sind der gleiche. Ja. Das ist eine geschlossene Kurve. Und das Integral über Gamma von dz durch z ist dann gleich minus den Integral über den Gamma 2 dz durch z plus den Integral über das Gamma 1 dz durch z. Das ist also minus minus jp plus jp, bekommen wir 2 dj. Das wäre das Argument, dass sich ja um 2π vergrößert. Das heißt auf Deutsch, da ist das Integral abhängig von dem Weg, den man geht. Das war die Frage, die der Kollege gestellt hat. Haben Sie das jetzt sozusagen an dem Beispiel sieht? Also es kommt wirklich auf den Weg an, manchmal. Eben bei diesem Beispiel. Und das liegt daran, dass das Gebiet es mir nicht erlaubt, dass ich den geschlossenen Weg in einen Rechteck hineinbastle, sodass das Rechteck ganz im Gebiet liegt, weil da gibt es ja das Loch. Ich meine, man kann Folgendes machen. Man kann das Loch irgendwie rausoperieren. Man kann Folgendes tun. Ich mache einen Strich um das Loch herum in Richtung minus Alpha. Und ich betrachte jetzt nur jedes Teilgebiet das diesen Schlitz nicht enthält. Dieses Teilgebiet nenne ich C Alpha. Oder C Alpha schwer, ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung, wissen. Nenne ich es mal C. Das ist die Menge aller Z, die wir schreiben als R e hoch J Phi, für die gilt. R selbst ist natürlich immer positiv, damit ist der Nullpunkt draußen, ja. Aber das Phi lebt nur zwischen minus Alpha, kleiner als Phi, also das ist plötzlich, lebt nur zwischen Alpha minus Pi, das ist kleiner als Phi, das ist kleiner als Alpha plus Pi. Also der Gegenwinkel zum Winkel Alpha, dieser Strahl wird hinausgenommen. Und wenn wir uns auf diese aufgestützte Ebene, das nennt man eine aufgestützte Ebene, wenn wir uns auf diese beschränken, diese aufgestützte Ebene, die hat kein Loch. Wenn Sie sagen, der Schlitz ist ja mehr so. Aber ein Loch in dem Sinne, dass ich eine Möglichkeit habe, da eine geschlossene Kurve zu legen im Gebiet, sodass diese geschlossene Kurve das Loch umrunden könnte, das geht nicht. Also kann ich das Integral berechnen und das hängt nur von Anfang zu Endpunkt ab. Also in der aufgestützten Ebene, da kann ja nicht ein Loch umrundet werden.
Und da kann ich sozusagen von der einen Kurve immer in die andere Kurve übergehen. In der aufgeschlitzten Ebene kann man das Integral immer ausrechnen. In der aufgeschlitzten Ebene gibt es auch einen Logarithmus. Wir nennen wir den ln mit Alpha. ln Alpha, der ist definiert in dieser aufgeschlitzten Ebene c Alpha nach c. Und wie erkläre ich diesen Logarithmus? Der ln von z, der ln Alpha von z. Der ln Alpha von z, das ist also der ln Alpha von RE hoch J Phi. Denn so schreibe ich das z. Das ist gleich der ln von r. ln von r ist kein Problem, das ist was Reines. Damit haben wir das erledigt. Plus dem ln von j, dem ln von e hoch, das ist also was oben steht, plus j Phi. Wobei, nicht vergessen, r ist immer größer 0 und Phi liegt zwischen Alpha minus Phi, keiner Phi, keiner Alpha plus Phi. Und damit haben wir den Logarithmus erklärt, in der aufgeschätzten Ebene. Den Logarithmus von dem Zeta habe ich nicht definiert, aber den Alpha-Logarithmus von Zeta. Ja, dann nehme ich mal einen anderen Winkel, einen Beta-Winkel, und da ist das Zeta dann drinnen, dann habe ich den Logarithmus von Zeta definiert. Aber der Logarithmus hängt immer ab von dem Winkel, wo man aufschließt. Ja. Man sagt, man hat jetzt verschiedene Zweige des Logarithmus. Das ist der Alpha-Zweig des Logarithmus. Bei Alpha gleich 0. Also wenn man den negativen x-Achse wegschnitzt, bei Alpha gleich 0 wird die negative x-Achse weggeschnitzt. Also Logarithmus von minus 1 gibt es bei Alpha gleich 0 zum Beispiel nicht. Bei Alpha 60 Grad gibt es einen Logarithmus von minus 1. Logarithmus von minus 1, nebenbei gesagt, der muss sein j mal dem Argument von minus 1, also das muss sein j. Kann aber auch minus j sein. Kann auch j3 sein. Kann auch j5 sein. Ja? Hat viele Möglichkeiten, je nachdem, von welchem Winkel Alpha man ausgeht. Ja? Bei Alpha gleich 0 spricht man vom Hauptzweig-Logarithmus. Ja? Also ln 0, das schreibt einfach nur ln, ohne 0. Dann haben wir den Hauptzweig. Wenn Sie einen Alpha von Z haben und einen ln Beta von Z, also sagen wir ein Alpha-Zweig des Logarithmus und ein Beta-Zweig des Logarithmus, wie und wie viel unterscheiden sich die beiden? Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass es nur endlich viele, also unendlich viele, das ist zwar unendlich viele, aber eine überblickbare Anzahl von Möglichkeiten. Die können sich zwei Zweige voneinander unterscheiden. Da schauen Sie, Z hat den gleichen Betrag, also das bleibt immer das gleiche, und Z hat ein bestimmtes Argument. Das Argument kann aber auch durch Argument plus 2pi, durch 4pi, durch 6pi, durch ein Vielfaches, ein ganzheitliches Vielfaches von 2pi kann das ersetzt werden. Ja? Also der Unterschied kann nur darin liegen, dass die Argumente sich um ein Vielfaches von 2pi unterscheiden. Die Argumente unterscheiden sich also um ein 2pi k, k ist eine ganze Zahl, und das multiplizieren wir mit j. Dann haben wir den Unterschied. K ist ganze Zahl. Also zwei Zweige des Logarithmus können sich nur um ein ganzzeitiges Vielfaches von 2pi j unterscheiden.
Das ist ganz lustig. Für die folgende Bewertung, mit der ich heute wissen möchte. Das ist gerade an dem Ecker von der Tafel aus. Stellen Sie sich vor, also hier habe ich die komplexe Ebene, wo dies ist das ganz egal. X plus y. Aber eins haben wir. Hier habe ich einen Punkt. C. Und ich habe eine geschlossene Kurve. Und zählt herum, zählt liegt auf dem Kurvenstück drauf. Also so. Das ist mein Kurvenstück K. Dann interessiert mich, was herauskommt beim Integral von dz durch z weniger c. Das interessiert mich, was rauskommt. Und herauskommt nur der Logarithmus. Gut, herauskommt der Logarithmus von z weniger c plus einer Konstante. Also das unbestimmte Integral ist gleich der ln von z weniger c plus einer Konstante. Ja? Das ist unbestimmt. Aber jetzt kommt es darauf an, natürlich, bei dieser Integration entlang der Kurve, wie das ausschaut mit dem Logarithmus. Und da machen wir es uns aus, irgendwo schließen wir. Wir schließen was weiß ich, so in die Richtung. Also, c schließen wir auf. Und wir wissen immer, wenn man das mit dem Übergang macht und das Gamma läuft von da hinüber, immer von da hinüber, immer 2 Pi. Immer ist der Unterschied 2 Pi. Also, das Integral über Kurve Gamma von dz durch z weniger c. So, also, wo die Kurve anfängt, ist ja wurscht, sagen wir mal einfach da. Dann gehen wir mit der Kurve entlang. So gehen wir rüber. So, erster Übergang, klack, 2 Pi. Einmal. Dann gehen wir wieder da so weiter, gehen wir weiter. Dann kommen wir rüber, zack, zweites Mal, 2 Pi. Dann gehen wir da so weiter. Gar nichts, kommt nichts, das ist ganz brav, ja, weiter. Übergang A ein drittes Mal. 2 Pi. Also, 3 mal 2 Pi J kommt raus. 3 mal 2 Pi J. Wenn ich das dividiere durch 1 gebrochen durch 2 Pi J, dann kommt heraus 3. Und diese Zahl 3 sagt mir, wie oft sich die Kurve um das Zeta herumgedreht hat. Das nennt man die Windungszahl der Kurve Gamma um den Punkt Zeta. Oder wie man auch schreibt, der Index der Kurve Gamma um den Punkt Zeta. Die Windungszahl oder der Index der Kurve Gamma um den Punkt Zeta. Und Sie können sich das Menschen folgendermaßen vorstellen. Da ist ein Hochstand. Sie wissen das im Wald. Ein Hochstand. Sie bewaffnet mit dem Gewehr, das er sich irgendwo aus Amerika besorgt hat, von Texas. Und Sie wollen erschießen einen Hasen. Der ist da. Aber der Hase, so wie er halt ist, Sie mit Ihrem Gewehr über den Hasen nach. Ja? Und dieser Index sagt Ihnen an, wie oft Sie sich herumgedreht haben, bis der Hase wieder dort ist. Dann drückt es ja. Sie erwischen ihn, Sie sind schwierig geworden. Aber
So oft sie sich herumgedreht haben. Das ist die Minus. Positive Drehung plus, negative Drehung minus. Ja? Schön. Damit hast du schon den abstraktesten Begriff kennengelernt, den wir brauchen, um das Schönste aufzufinden, dass es da gibt. Also jetzt haben wir einmal die Minuszahl, also den komplexen Logarithmus. Jetzt werde ich Ihnen dann zeigen, jede holomorphe Funktion ist nichts anderes als fast ein Polynom mit unendlich viel zu machen. Aber wir kriegen die holomorphe Funktion dann plötzlich voll in den Griff. Wir werden sehen, eine holomorphe Funktion ist auch unendlich oft differenzierbar. Da braucht man ständig differenzierbar rein. Holomorph heißt unendlich oft differenzierbar. Das sind die schönsten Funktionen. Das werden wir jetzt gleich bekommen. Gleich heißt übermorgen. Bis übermorgen.